Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm aufpelzig. Ja, wir starten gleich mal mit einer üblen Entscheidung. Du hätten wir Regik der Häuter, hier hätten wir Reisa und hier hätten wir Dacidian Moor. Wir können uns jetzt entscheiden, was machen wir? Schnetzeln wir ihn ab oder attackieren wir die beide oder retten wir denn beide? Und sein Charakter ist jetzt so der Klügste, aber es ist auch kein Blödmann. Ja, generell, bis auf Edwin, ja, Edwin und Viconia sind so die Klügste. Abdel Adrian ist so besserer Durchschnitt. Erzählt mir etwas. Habt ihr eine große Familie? Jetzt fängt die an, jetzt mal ohne Scheiß, immer die allergeilste Momente sucht sich die Viconia raus. Wir sind gerade bei hier einen Mörder zu stellen. Eigentlich müsste ich sagen, ihr schwafelt schon wieder. Ich habe kein Interesse. Ich habe Gorion, wird er ja eigentlich so genannt, aber ich sage immer Gorion zu dem. Ich habe Gorion immer als einen Vater gesehen und Imone oft als eine Schwester. Sagen wir mal, warum? Ich kann die Beziehung, die Nähe, die es bei der Familie an der Oberfläche gibt, nicht verstehen. Im Unterreich sind die Dinge ein bisschen anders gelagert. Ganz anders gelagert. Wie war dann eure Familie so? Meine Familie war typische Drow-Familie, was heißt, dass ihr sie mit Kinderfamilie vergleichen könnt, die ihr kennt. Kinder werden von der Priesterin oder der Matrone vom Haus aufgezogen. Es gibt keine Liebe oder Loyalität. Alle sind nur da, um Lolth zu dienen. Selbst wenn man älter wird, ist man nicht viel mehr als Vieh, was im Haus und im höheren Ruhm von Lolth jederzeit geopfert werden kann. Ich habe 14 Schwestern gehabt und jede von ihnen hatte größere Bedrohungen und Rivalien als die letzte dargestellt. Die meisten von ihnen sind jung gestorben, viele von ihnen durch meine Hand. Väter gibt's bei uns nicht, wie ihr ja wisst. Die Männer sind der Mutteroberin vom Haus zu Dienste, wenn sie Kinder gebären oder ihr Lust befriedigen will. Männliche Drow werden in der verschiedensten erotische Spielarten unterwiesen. Sie sind da, um die Frauen zu befriedigen. Sie leben und sterben aufgrund von deren Laune. Selbes wie Brüder gibt's normalerweise nicht, obwohl es Männer gibt, die andere gegenüber bevorzugt werden. Die meisten sind einfach nur da, um der Königin und um Haus zu dienen, aber das ist nicht immer so. Ihr habt zuvor euren Bruder erwähnt. Er war etwas Besonderes? Mein Bruder Valas stellte Ausnahme dar, verglichen mit dem normalen Drow. Er war mein Freund von Kindestage und vielleicht mein einzig wahrer Freund. Als Bu hat er Zaubertricks in der königliche Halle platziert und verfreut gekichert, wenn er nichts an die Dienerin Lolths in der riesigen, noch schwefelstinkende Wolke gerote ist. Als Erwachsener war er ein brauchbarer Magier. Er hat meine Mutter so sehr amüsiert, dass sie ihn nicht in die Sklaverei verkauft hat. Er hat über mich gewacht und mich beschützt. Ich habe dafür gesorgt, dass ihm die schlimmsten Misshandlungen, die den Männern normalerweise zuteil wären, erspart geblieben sind. Schlussendlich hat er mein Leben gerettet. Er hat verhindert, dass ich geopfert worden bin und hat meine Mutter umgebracht. So hat er mir die Gelegenheit zur Flucht gegeben. Es ist logisch, dass ihr bereits damals die Männer so manipuliert habt. Das ist assi. Was ist mit ihm passiert? Es gibt nämlich Abdel Adrian. Mir ist kalt und ich bin müde. Ich habe keine Lust weiterzusprechen. Entschuldigen mich. Sie wird aber schon etwas höflicher. So, ich würde sagen, wir lösen das auf die böse Art und schlachten ihn ab. So, und jetzt? Das war's dann, er ist jetzt tot, einfach so? Wir haben Glück gehabt, dass er nicht die Gelegenheit gehabt hat, wieder zu sich zu kommen. Man weiß nicht, so was für eine Lage das gewesen wäre. Dankeschön. Hätte auch anders ausgehen können. Ich werde die Dame Reisa heim begleiten, wenn ihr nichts dagegen habt. Ich bin mir sicher, ihr Familie wird froh sein, sie zu sehen. Und wo ist der Hauttänzer? Ich hab's getötet, Abdel Adrian, wie ich schon gesagt habe. Und was sein Körper geht, naja, das magische Wesen vom Hauttänzer, der ist Körper im Tod, zusammenquetsche und, Idiot! Nee, Regik, wir haben es fast geschafft. Ich hätte ja wissen sollen, dass er einen Plan zum Scheitern verurteilt ist, dass Sidien mein Tod vortäusche. Was? Jetzt haben wir die Helden da noch ihre Haut ab und verkünden meinen Tod trotzdem. Auf jeden Fall endet's hier. Arschlecke, die haben die Haut getauscht.
Beziehungsweise er hat die Haut abgelegt und Regique hat ihr Haut gehabt. Das war nämlich Raisa, die wir noch gerade getötet haben. So. Wir können das natürlich auch freundlich lösen, indem wir die vorher in das Gespräch verwickeln. Und dann wacht sie auf. Und dann können wir sie mit dem Zauber Genesung heilen. Und dann sind alle zufrieden und glücklich. Aber jetzt ist die gute Raisa tot. So. Und jetzt wird die Sache das Familiendrama. Das bringen wir doch gleich Montiris bei. Ja, Lederpanzer von Regique dem Häuter. Das haben wir schon soweit. Ich will immer Reject der Häuter, Sache. Ach, das muss ich ja auch noch machen. Stimmt. Tieris in Handelstreff. Was ist das Neueste bei Tieris in Handelstreff? Ja, okay, Höhle beschrieben. Scheint nirgends zu sehen. Offensichtlich sind die Dinge etwas anders gelagert, als ich dachte. Raisa ist offensichtlich in Wahrheit Regique und sie ist damit auch eine der hautlosen Kreaturen und Assidien ebenfalls. Diese Angelegenheit wurde offenbar arrangiert, um mich glauben zu lassen, dass Regique endgültig tot sei. Okay. Na gut, dann müssen wir das ja wohl jetzt einfach mal berichten. Sei es wie es ist. Regique der Häuter ist tot. Und sein Komplize Dassidien Moore, wenn das sein richtiger Name war, ist ebenfalls tot. Beides waren Hauttänzer. Die haben wir jetzt erledigt. Das sind relativ schwache Monster, wie ihr seht. Die sind, würde ich eher sagen, ja, so 14 Erfahrungspunkte. Also es ist schon wirklich Gammel. Das sind bessere Ambiente-Monster, als dass es wirklich große, epische Herausforderungen für uns darstellt. Okay, jetzt reden wir mal mit ihm und geben ihm mal Bescheid, was so abgelaufen ist. Raisa ist tot, aber es ebenso die Kreaturen, die sie für ihr Zwecke missbraucht haben. Oh, ich verstehe, das sind ja niederschmetternde Neuigkeiten, mein Fürst, aber immerhin ist es vorbei. Ich danke euch für alles, was ihr für mich getan habt. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigt, ich muss mit meinen Eltern zum Haus von Raisa gehen. Ihr Eltern müssen von den Geschehnissen unterrichtet werden. Das gibt uns jetzt nochmal 20.000 Erfahrungspunkte, das Ganze. Viconia hat es auch noch um eine Stufe erhöht. Das ist auch ziemlich gut. Und ja, wir haben es natürlich so schlimm wie möglich gelöst. Das war die übelst mögliche Angelegenheit, wie man das die übelst mögliche Möglichkeit, das Ganze hinzukriegen. So, Gellenbells Honorar, die Diebesgilder, Lederpanzer von Regique dem Häuter. Jetzt haben wir auf jeden Fall keinen Regique der Häuter mehr, der in der Uma-Hügel in Imnestal den Hautpanzer für sich beanspruchen könnt. Ach ja. Ich liebe es, Chaos zu stiften in dem Spiel. Ach ja. Ich finde es auf jeden Fall schöner, als einen guten Charakter zu spielen. So, Kai, du wolltest wissen, wie man die Gesinnung erkennen kann von den Leuten. Also ganz einfach, hier ist das Porträt, jetzt beispielsweise von Viconia, dann steht over immer die Rasse und dann die Gesinnung und unten drunter noch das Geschlecht. So einfach findet man das raus, wer welche Gesinnung hat. Ja, zusätzliche Priesterzauber 4 und 5 jeweils, Anna, 2 Trefferpunkte mehr und ein Sagenkunde mehr. Okay, das ist relativ brauchbar, aber jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Moment, da packen wir Desto noch rein, so ein Segen ist nicht schlecht. Hier könnten wir noch, was könnte man denn hier noch reinmachen? Was ist das nochmal? Heiliges Zerschmettern, ja, das ist vielleicht auch nicht schlecht. Ah ne, das haben wir ja schon. Striktes Denken kann, als man nicht verkehrt sei, aber ich glaube, wir machen lieber mittelschwere Wunden heilen rein. Oh, da haben wir doch noch etwas mehr. Du sollte ich nochmal Schutz vor Lebenskraftentzug und eine geringe Genesung und, obwohl, lieber das und lieber 2 mal schwere Wunden heilen rein. Hier einmal kritische Wunden heilen, bitte. Und noch eine Massenheilung ist nie verkehrt. So, perfekt. Dann mache ich jetzt nochmal die Sache in Imnestal löse. Das mit der Buwe müssen wir ja noch hinkriegen. Wir hätten ja die Schwerter gegeben. So, Corgi. Spuckt schon aus. Ich glaube, da sind sie dann. Aber ich glaube, da müssten wir mit der ganzen Gruppe rein. Nicht alle. Hoffe, das bringt was. Na egal, ich gehe jetzt einfach mal so hier. Schauen wir mal. 12 Stunden haben wir jetzt so ungefähr verdummbeitelt. Der 27. Tag zur 6. Stunde morgens. So. Dürfte unser Running Dwarf auch bald dort sein, wo die Action stattfindet.
So. Was gibt's? Dann schnetzel doch mal den gefleckten Löwe nieder. So. Sorry, aber der Löwe hat arg gefangen. Ich bin hier echt nicht davor, Tiere abzuschlachten. Wirklich nicht. So, nochmal ein Schluck Wasser. Okay. Und jetzt gehen wir da in die Höhle nochmal rein. Ich glaube, da müsste das gewesen sein. Ja, da sind sie. Ja, laufen vom Drache weg. Viel Beweis uns alle umbringt. Ich fühle mich jetzt so wohl. Ist schon geschehen. Ja, der mächtige Drache ist ein Kreischling. Wen sind um Gnade? Naja, kranker Kreischling. Das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Wie sieht's denn jetzt aus? Langeweile in Imnestal. Ich glaube, das war's, oder? Erledigte Aufgaben. Was war in dem Huhn? Salz, Madulf, Lösegeld, Lavok. Langeweile in Imnestal. Habe ich mich wirklich gefragt, in was für Schwierigkeiten sie schon geraten könnten. Ich habe gerade die 3 Kinder aus Imnestal getroffen, denen ich das Bier und die Schwerter gekauft habe. Sie wurden von einem Kreischling durch den Wald verfolgt, den sie, so betrunken wie sie waren, für einen Drachen hielten. Kinder. Okay, das gibt eigentlich wirklich Erfahrungspunkte. Es war einfach nur, um die Quest zu beenden. So. Okay, damit hätten wir das erledigt. Jetzt wissen wir, was aus der Hahnebambelwoche ist. Und ich glaube, da oben können wir das Gebiet verlassen, ne? Müssten wir? Ne. Dann verlassen wir das Gebiet halt hier. Ich bin dabei. Genau, du bist dabei. Dumm. Okay, ja. Was war denn nochmal beim Tipp gestanden? Ihr könnt die künstliche Intelligenz der Gruppe deaktivieren. Ja, die ist eigentlich schon recht deaktiviert. Vor allem bei Secret of Mana, wenn ihr das bei mir verfolgt. Oh, Riesenluchs attackiert Anomen und ein Puma attackiert auch noch Anomen. Okay. Wissen wir was? Dann machen wir das jetzt noch schnell. So. Puma ist noch tot. 270 und Riesenluchs 174. Okay. Ich habe statt Riesenluchs eben Riesenlurch gelesen. Das wäre bestimmt auch ein geiler Gegner. Okay, nichtsdestotrotz geht's jetzt zum härtesten Teil über. Und ich weiß nicht, wie sicher das ist. Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne mal kurz noch Atkatla zurückkehren, bevor ich die Windsperrhügel in Angriff nehme, weil das ist doch ein etwas übleres Level. Und da mag ich alle Zeit der Welt dafür haben und mich doch nicht von so einem Quatsch hier abhalten lassen. So, jetzt gehen wir nochmal hier und übernachten nochmal eine Runde im Seeschatz. Jalkales? Ich gucke gerade nochmal, ob jeder überhaupt sei Zauber drin hat, die er haben sollte. Nicht, dass ich noch mit irgendeiner verschnarcht habe oder so. Zu belegen. Nee, alles gut. Vikonia, du hast halt Zauber. Oh, du hast da tatsächlich noch keiner drin. Die muss wohl Stufe verloren haben oder so, dass ich das dann noch nie mehr gecheckt habe. Anomen hat es Sonnenstrahl drin. Okay, dann habe ich gesagt, bei ihr würde ich... Gott, so ein Quatsch doch. Würde ich eigentlich den Feuersturm mal bevorzugen. Okay. Anomen hat... Oh, tatsächlich, da fehlt mir auch noch einer. Vikonia hat falscher Sonnenaufgang und Soulsengende Kugel. Strahl des Rums. Luftdiener. Was machen wir die Klingenbarriere bei ihm rein? Das ist eigentlich ziemlich gut. Dann... Machen wir nochmal mittelschwere Wunden heilen rein. Wobei, ne, Magiebann kann man immer gebrauchen. Ja, Motto. Was alles erst im Nachhinein so auffällt. Ne? Und, oder, Moment. Die Segnung kommt hier rein. Und hier packen wir nochmal eine Rüstung des Glaubens mit dazu. Okay. Sieht man mal wieder, ne? Ja? Mann. Also das war jetzt schon... Wären ein paar Zauber gewesen, die uns so durch die Finger geflossen wären. Von daher jetzt wirklich nochmal Ausruhe. Warte, bis die Diebe wieder zurück sind von ihrer Aufträge. Und dann schauen wir mal, dass wir zu den Windsperrhügel kommen. Weil das wird eine größere Gelegenheit. Und Gute Idee. das wird vor allem ziemlich hart. Auf unserem Level 16, 14, 16, 15.
13. Uiuiui, das dauert bei Edwin ewig. Ich glaube aber auf dem nächsten Level dürfte auch 7. Grad Zauber können. Trüb, an dem der Daumen seinen Gästen nicht ein bisschen Gastfreundschaft gewährt. So, dann schlafen wir jetzt erstmal Tretet ein die und seid dem Seeschatz Könige hier. Nee, noch ist nichts In einer bekannt. Taverne lässt sich's gut trinken, singen und spielen. Alles andere müsst ihr euch anderswo suchen. Ich kann doch hier bestimmt schlafen, also erzählen wir doch nichts. Und, wie viel der Tag haben wir? Der 28. Wir haben Tag. nichts von dem hochgestochenen Ups. Zeug, das ihr haben wollt. Herzlich willkommen im Seeschatz. Gut. Stört euch Noch nicht mal. am Fischgeruch. Na, komm schon. Nochmal schlafen und... 29. Tag, Der also Tag nix. ist kalt Okay. und trüb, an dem der Daumen seinen Gästen nicht ein bisschen Gastfreundschaft gewährt. So, wir Tretet ratzen ein jetzt und einfach seid so dem lang, Seeschatz herzlich willkommen. bis unser Diebe wieder In einer zurück sind. Taverne lässt sich's gut trinken, singen und spielen. Alles andere müsst ihr euch anderswo suchen. Okay, gut. Jetzt haben wir 23. Wir haben Stunde. nichts von dem hochgestochenen Zeug, das ihr haben wollt. Ach, halt Bei uns gibt es Gosh. einen guten, steifen Grog. Wenn So. ihr was anderes wollt, könnt ihr ja im Keller suchen. Okay, jetzt müsste es doch aber eigentlich soweit sein, oder? Oh, da ist auch noch was. Sagt mir, ich hoffe, das bringt was. Okay. Was ist dann hier? Ich kümmere mich drum. Was gibt's denn hier Schickes noch? Gerade mal reingucken. Die dumm. Oh, Piratenkapitän, was? Irgendein Lump hat unser Versteck hier aufgestöbert, ja? Verdammt nochmal hat der verfluchte Daumen eine Menge Geld für unsere Geheimhaltung gezahlt. Töten den verdammte Spionkamerade, ich will, dass Käwart noch draußen trinkt. Aha, du macht der Daumen wohl tatsächlich noch so ein paar Schiebergeschäfte. Ein Magier haben wir auch noch dabei in der Gruppe. So. Die sind aber nicht besonders hochstufig, also insofern. Das kriegen wir schon noch gebacken. So. Was wollt So viel dazu. Später schlitze ich euch den Bauch auf. Ha, meine Horgang kannst du hier und du kannst du hier. Reizt euch nicht. So. Sagt mir, was zu tun ist. Also die Piraten sind ziemlich locker. Wie viel hatten der jetzt gegeben? 6000 Erfahrungspunkte tatsächlich. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Beide 6000 Erfahrungspunkte. Der hat 4000 gegeben. ein Schädelspalter. Gewittert und ein Keitel. Also nicht schlecht hier. Warte. Gut, dann machen wir die auch noch fertig. Schützt mich niemals. Okay, der hat nur Wurfpfeile gehabt. Ziemlich bitter. Der Kapitän hat nur Langschwert plus 1. Das ist 8 ziemlich ranzig. Aber noch gut. Und der da? Nö. Na, gucken wir mal, was da drin ist. 2 Perler, 1100 Goldstücke ohne Perle Cat. Gut, das können wir auf jeden Fall wieder verkaufen, das Zeug. Und Ja, dann wenn raus es hier. denn sein muss. Durch die Schmugglerhöhle. Zack. Das haben wir auf jeden Fall jetzt auch erledigt. Gut. Die Idee, das mir zu Dann übertragen. mag ich jetzt nochmal gucken, wie es dort draußen aussieht. Ob wir Komm, hier der Rede eventuell wieder unser Diebe haben. Aber ich glaube, das war tatsächlich von mir zu lang. Also, ich hätte anscheinend noch echt genügend Zeit gehabt, wenn ich mir das so angucke. Sagt mir, was zu Und hätte tun. wohl Ich auch hoffe, locker das die bringt Windsperrhügel so hinkriegt. Aber naja, manchmal weiß man es halt einfach nicht. Wie sieht's dann aus? Na? Die Angelegenheiten der Gilde sind sehr wichtig. Okay. 5 Alles Tage. zum Job. Ja, 2 Tage und Ich der warte, dritte haben wir ich kümmere verdummbeitel durchs Reise. Dann pennen wir jetzt einfach auf den Stroß so lang. Jawohl, ich hab's ja gewusst. Okay, das war von der zugewiesene Aufträge und ich will aber noch, dass der Gildezahlmeister da ist. So, nochmal Ratze. Ist schon geschehen. Ist der Zahlmeister netto? Ja, ja, dass die da sind, ist ja alles soweit so gut, aber wo ist der verdammte Zahlmeister? Oder der Es ist an Gilde-Typ? der Zeit zu sehen, wie Okay, eure was haben wir Diebe dann? mit den letzten Anweisungen klargekommen 400, 900 insgesamt, ja, 1150, 1450, alles weitermacher. Gut, Ja, jetzt nochmal eine Runde wenn es Ratze denn gehen. sein muss. Das geht's nämlich für vor der Stroß. Und wo ist dieser verdammte Gildentyp? Okay, da kommt ein amtlicher Soldat. Ja, ja, der sorgt für Ruhe und Ordnung im Namen des Konzils. Zahlmeisters. Hoppla. Eben sind Vampire auf mich zugestürmt kommen und ich bin aus Versehen schon reingelaufen, statt mich denn nicht zu stellen. Oh Mann.
Okay, du kriegst schon dein Schön, einen potenziellen Adel. Freund vom gleichen Schlage zu treffen. 1000. Ja, komm, ich zahle natürlich. So, Ich warte. jetzt haben wir auf jeden Ich Fall ein hoffe, reines das bringt Gewisse, was. was das angeht, und können auch wieder rausgehen. So, da sind die Vampire. Ich bin das Raubtier, das mitten unter euch lebt. Ihr Stehegeblieben erklären eure Verbundenheit. Gehört ihr zu den Schattendiebe? Was? Warum fragen wir dann? Mehr als ein Ja oder Nein verlange ich nicht, erklärt eure Verbundenheit. Gehört ihr zu den Schattendiebe? Ja, derzeit schon. Für die Verbundenheit werden ihr sterben. Wir werden euch ja rekrutieren, aber unser Letztes sind noch nicht verschifft. Lassen die Verwüstung ebenso wie übergelaufene Mitglieder dienen. Sterbt und nährt uns. Ihr habt Okay. Na dann. Bleibt mir ja nichts anderes übrig als das und das. Ihr wollt's ja so, ihr elende Vampire. So. Scheiße, Edwin hat's erwischt. Gut. Die sind ziemlich schnell hinüber mit so einem Teil. 8500 und 10.500 und nochmal 8500. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Jetzt machen wir erstmal eine geringere Genesung für Edwin. Und du kannst nicht so beschäftigt sein, mein Lieber. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Der hat ja wieder alles vergessen, der Kerl. Okay, Schild. Magisches Geschoss. Oh, leck. Dann haben sie ordentlich die Stufe geluchst. Abgeluchst. Da kann das als Hexerei. Alp, Melf, Säurepfeil. Nochmal einer Dodefu. Der Rest nur Feuerball. Dann, wobei... Eine Geisterrüstung möchte ich ihm auf jeden Fall noch gestehen. Verwirrung haben wir 2 Mal. Geheimes Wort können wir auch 2 Mal. Die Geisterrüstung können wir machen. Und er kann noch eine Steinhaut haben. Okay, Stufe 5. Resistenz senken, ganz wichtig für Drache. Und eine Todeswolke wäre schon nicht schlecht. Dann das. Ein Kugelblitz war drin und Magie durchdringend. So, meine Fresse. Sagt mir, was zu tun ist. Oh, Corgi hat's auch erwischt. Dann, zack. Ich warte. Na gut, dann müssen wir jetzt trotzdem nochmal schlafen. Oh, der amnische Soldat. Hau ab. Das 23. Stunde vom 31. Tag haben wir's. Okay, jetzt haben wir 8 Stunden wieder geratzt. Jetzt sind zumindest die Zauber wieder drin. Also 32. Tag, 7. Stunde. Meine Fresse, sorry, das war jetzt echt mehr Zeitverschwendung, als ich gewollt habe. Und bei Baldur's Gate 2 habe ich eigentlich immer so mein internes Geschwafel, beziehungsweise Quatsch, mein interner Autismus, würde ich schon fast sagen. Der will, dass ich das in ziemlich schneller Zeit durchkriege. Weil derzeit sind wir in 32 Tagen, da sind wir circa einen Monat jetzt auf Reise. Es war also ein Monat her, seit Irenicus uns in dem Dungeon ausgesetzt hat. So, jetzt geht's zur Windspeerhügel. Windspeerhügel ist richtig geil, das liebe ich, das Level. Keine Feinde, 20 Stunden gereist. Bestien, Schweine, euer Terror hört jetzt auf. Ihr seid tot, ehe das Echo meiner Worte euren Kopf erreicht, Ungeheuer. Ihr nennt mich ein Ungeheuer, ihr habt vielleicht Nerven für die Bestie, die ihr seid. Kämpft und wisst, dass euer Tod unvermeidlich ist. Nur so. Ich will zermatschen. Okay, dann machen wir die mal fertig. Der Wortführer auf jeden Fall als erstes, dann der Oger Magus. Ich will zermatschen. Dann das Lindwurm-Baby. Und als nächstes dann der Gnoll-Elite und dann der letzte Ogie-Bogie. Was für Geräusche. Jetzt hat der letzte Ogie. Also was haben die dann so bei sich? Kettenhemd, Helm, das passt irgendwie nicht so wirklich zu deinen Viecher. Plattenpanzerschwert und 2 Hände. da ein. Aus dir mache ich Brei. Ich liebe den Spruch, das ist so witzig. Dieses Doom-Titel-Teil aus dir mache ich Brei. Ja, Ich habe in meinem Leben wahrhaftig schon viele verwunderliche Dinge erlebt. Aber die Vorgänge der letzten Augenblicke schlagen das alles um Längen.
Wer seid ihr, dass ihr so ohne weiteres eurer Gestalt ändern könnt? Und warum habt ihr die menschgewordene Bestie erschlagen? Wir wurden ausgetrickst, damit wir die Ritter umbringen. Zu dem Schluss bin ich aber der Helmpriester wird nicht klar, was passiert ist. Die werden Gerechtigkeit fordern und ihnen werden nur euer Köpf genüge. Ihr seid doch nur ein namenloser Beobachter. Ja, schlimme Nachricht. Und was schlagen ihr vor? Ich schlage vor, dass er bei mir Unterschlupf sucht, bis ich rausfinde, wie das unglückliche Ereignis überhaupt geschehen konnte. Ja, es ist mal eher euer Gastfreundschaft anzunehmen. Sind wir mal freundlich. Dann folgen wir. Meine Hütte ist nur ein kleines Stück südlich von hier. Ich werde euch dort erwarte. Ja, das wird jetzt relativ fix gelöst. Und Reise zu den Windspeerhügeln ist im Tagebuch aktualisiert worden. So, können wir uns auch angucken. Offensichtlich hat man mich reingelegt, damit ich einen Trupp Paladine umbringe. Sie waren durch eine Illusion getarnt, die sie wie Oger aussehen ließ. Anscheinend sah ich für sie auch so aus. Der höchst ehrenwerte Orden des strahlenden Herzens wird an dieser Tat garantiert Anstoß nehmen, und ich habe nur einen einzigen Zeugen, der den Vorfall bestätigen kann. Ich habe sein Angebot angenommen, mich in seiner Hütte zu verstecken, die etwas südlich von der Stelle gelegen ist, an der das Blutvergießen stattfand. Ihr seid angekommen. Das habe ich mir schon gedacht. Vielleicht solltet ihr euch erst einmal so gut wie möglich mit eurer Situation vertraut machen, bevor ihr loszieht und euch umbringen lasst. Arschloch. Ihr wurdet auf gemeine Weise getäuscht. Okay, ich werde alle vernichten, wer immer mir das Arge da hat. Sie werden mein Zorn nicht überleben. Spart euch die Wut auf, bis ihr euer Ziel kennt, sonst frisst ihr euch langsam auf. Ich weiß es nur zu gut, denn ich habe ähnliche Seelenschmerz erlitten. Senemals war ich der Fürst von dem Land und habe Einfluss im Herzen von Arm gehabt. Alles wird mir genommen, es ist beinahe über Nacht geschehen und die Wunde liegen in meine Träume immer noch offen. Ich bin zufrieden, da ich Trost in der Stille von der Wälder gefunden habe, aber ich verfluche immer noch den Namen von Fürst Círdan Vierkrag. Ah, Vierkrag, dann war erst, der meinen Untergang angezettelt hat. Er war derjenige, der mich angeheuert hat. Na, das passt zu seiner Art, einen ausgeklügelten Plan auszuhacken, um eine Rivale in Misskredit zu bringen. Ich verstehe doch nicht, warum er auch Eich aufs Korn nimmt. Mein Fall ist offensichtlich. Er will mein Land, deswegen verunglimpft er mich. Leute wurden vermisst, die nur er finden konnte, Banditen in ihr Unwesen getrieben, dem nur er Ende setzen konnte und Lösungen für Probleme, die er garantiert selber erst geschaffen hat. Letztendlich wird mein Besitz in einer einzigen Nacht vollkommen zerstört, die Leute in ihr Vertrauen in mich verloren und mein Einfluss ist abgebröckelt. Wie scheint, seid ihr jetzt sein Ziel? Er unterminiert also euer Herrschaftsgebiet, aber warum ist er hinter mir her? Ich weiß es nicht, vielleicht habt ihr auf irgendeine Art und Weise beleidigt, auch ohne es zu wissen. In seinem Bestreben ist er ziemlich eigenwillig. Alles, was ich weiß, ist, dass er nicht euer schlimmste Sorge sein wird. Der höchste ehrenwerte Orden des strahlenden Herzens wird euren Tod erstreben, wenn nicht ganz schnell etwas passiert. Gibt's nichts, womit er uns unterstützen könnten, werter Herr? Ich habe im Orden ein paar Freunde. Ich werde so schnell wie möglich mit ihnen sprechen. Vielleicht kann ich sie überreden, sich euch gegenüber wohlwollend zu verhalten. Ich kann es aber nur versuchen. Ja gut, ich sage erstmal Danke davor. Das macht mir nichts aus. Ich habe hier, wo ich bin, Friede gefunden, aber jeder Feind von Fürst Círdan ist mein Freund. Machen Sie euch hier bei mir gemütlich, bis ich mit guter Nachrichten zurück bin. Alle hopp. Ihr habt meinen Papa wieder froh gemacht. Es ist schon lange her, seit er jemand in Not helfen konnte. Bitte enttäuschen ihn nicht. Er hat sich in Gefahr begeben, um mir zu helfen. Es liegt an ihm, was als nächstes passiert. Okay. Er glaubt, mit euch ist er auf der sicheren Seite, aber er irrt sich schon einmal bei Fürst Círdan Vierkrag. Ich will nicht, dass er wieder falsch liegt. Sein Leben muss wieder lebenswert werden. Ihr könnten viel dazu beitragen, meinem Papa die Rücke zu stärken. Wenn er dem Vierkrags Handwert legt, wird es sehr viel helfen. Bitte, wenn nicht für meinen Papa, dann tun es wenigstens für euch selber. Okay. So, dann schlafen wir erstmal hier. 8 Stunden lang. Da ist ein Bote anscheinend. Ihr seid ein absonderliches Laufen, dass ihr versteckt euch hier euch. Es gibt Ärger, ganz sicher. Immer mit der Ruhe, John. Ihr werdet noch unser Gäste aufwecken. Was ist denn los? Bandite, ich habe sie gesehen. Die kommen, die versuchen ungesehen zu bleiben. Aber ich habe sie gesehen. Sie sind schon fast hier. Verstecken euch und laufen weg. Aus denen mache ich Klärholz.
Na prima, Garn ist fort und niemand ist da, um sein Haus zu bewahren. Ich werde in die Berge gehen und mich dort versteckle. Also, Jum, ich kann helfen, wenn es nötig ist. Wir haben auch noch unseren Gast, deswegen wird es bestimmt keine Schwierigkeiten geben. Es ist eine gute Gelegenheit und ich bin sicher, er wird sich um alles kümmern. Okay, Zwerg, Elf und Ork. Interessant. Es gibt viele Arten, mit Leuten wie euch fertig zu werden. Mir haben Garns Kind. Jetzt sind seine lästige Freunde dran zu sterben. Was für eine Sorte von Bandite seid ihr? Das sind ja auch Orks bei euch. Bei uns sind alle, die Fürst Vierkrag dienen, ungeachtet ihrer Rasse. Wenn das der Verwirrung dient, umso besser. Euer Vernichtung wird trotzdem weitergehen, ganz nach Vierkrags Wunsch. Euer Niedergang wird fortgesetzt mit der Ausmetzung von Garn Windspeer in eurem Namen. Sein Kind wird vor eurer Nase fortgebracht und ich froh mich, wer dafür verantwortlich gemacht wird. Fürst Vierkrag beobachtet mit Vergnügen, wenn ihr wieder und wieder einen öffentlichen Tod erleidet. Das ist noch viel mehr Unterhaltung als einfaches Töten. Okay. Ich will ihm seine Drohungen gebührend heimzahlen. Er kann mir nichts tun. Er hat's bereits getan. Euren Ruf ist besudelt. Das ist er sowieso schon. Und wenn wir euch jetzt töten, wird die Erinnerung an euch nur noch Schande sei. Das ist Rache an denen, die außer unserer Reichweite sind. An eure Freunde, die in vergangene Zeiten Feinde waren. Okay. So. Na dann. Erstmal auf den Markt, ja? So, immer zuerst den Magier. Dann Anomen, töte ruhig mal den Ork. So, ihr attackiert noch den Zwerg. Für Schar. Auf euren Befehl. Und ihr nochmal auf den Ork. Ja. So. Ja, der rennt raus, der Feigling. Oh Mann, was eine Gurke. Sagt mir, was zu Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Jetzt ist der Lutscher rausgerannt. Oh Mann. Die Sachen, ich soll gar nichts erzählen. Also du, ich ahne, die Nachricht ist wohl für euch. Die Bandite hätten sie mal gegeben und dann hätten sie mich leben gelassen. Sie ist für euch, ich gehe jetzt. Okay, einen Gegenstand haben wir gekriegt. Aber ich will erstmal den dappischen Hanebambel hier abmurksen. So. So. Und was haben wir da? 4 Krags Herausforderung. Abdel Adrian, ich gebe euch hiermit die Gelegenheit, euer Ehre und noch mehr wieder zu erlangen. Das Spielchen ist ja ganz interessant, aber es zieht sich unnötig in die Länge. Komm, wir wollen uns treffen und herausfinden, wer der bessere Mensch ist. Im Nordosten befindet sich unser Kampfplatz. Ihr werdet ihn erkennen, wenn ihr ihn seht. Ja, ich denke, wir werden ihn erkennen. Okay. So, das Schriftstück geht erstmal an Edwin. Und wir gehen wieder rein in die Hütte. Und... es passiert nichts, aber da kommt da. Ich werde tun, was ich kann, um euch zu helfen. Meine Tochter ist weg. Ich hab euch den Ort überlassen. Nee, ich weiß, ihr wart's nicht. Ich kenn mal wieder Sarah, verdammter Vierkrag. Das macht er mir nur für Kummer. Die Sache muss ein Ende haben. Ich kann nicht in seinem Schatten, in seiner Hölle leben. Was ist mit der Verbindung mit dem strahlenden Herz? Will man mich noch umbringen? Was? Das ist euer einziges Anliegen. Mein Kind ist mal genommen, warum ihr denkt nur an euch. Seid ihr sicher, dass nur die Illusionen euch entehrten? Gut, ich werde meine Familie selbst retten. Steht euch frei zu gehen, wo ihr wollt. Mein Appell an euer Tugend war wohl zwecklos. Erfreut euch an eurer Ehre. Meine eigenen Interessen sind mein vorrangiges Ziel. Ich wäre jetzt Drache für uns beide nimmer. Ich wäre euch erst mal klar, aber nur, wenn ihr mein Kind zurückbringt. Bitte helfen mal. Das Glück ist uns hold. Mit diesem selbstlosen Einsatz haben wir uns einen Teil unserer verlorenen Ehre zurückerobert. Helm hat uns nicht vergessen. Pfeifer. Sorry, aber... Oh Mann, das ist eine Pfeife der Anomen. Selbst jetzt chaotisch, neutral ist es immer noch so eine Gurke. Naja, manche erinnern sich auch nur schwer. So, das dort hier. Den hat er schon. Ifrit beschwören, haben wir jetzt mal gelernt. Dann kommen wir Dorai und die 4 Krag Herausforderung Dorai. Und dann wollte ich noch bei dem Mensch hier, oder bei der Elfe hier plündern. Da ist nix. Jo, gut, dann würde ich aber sagen, wir machen den Rest dann wieder morgen. Und da sehen wir uns dann wieder bei Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am aufpelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.